Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum. Und damit würde ich sagen, Abfahrt. Ich bin mal gespannt, ob ein paar Fragen kommen so zur Aufstellung und so. Aber die Antworten haben wir ja schon gekriegt. Aber gut. Kommen wir dann auch im Taktikfuchs zu, ne? Wie ich euch zeige, wie ich aufstellen würde. Könnt ihr euch gerne nach diesem Video angucken. Was ist denn jetzt? Thomas Tuchel. Hallo zusammen, legen wir los, wie gewohnt. Signalisiert mit dem ersten Handzeichen. David Fehrhoff für die Bild-Zeitung, bitte. Herr Tuchel, haben Sie die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann verfolgt oder sind Sie zu sehr in den Bayern-Sachen? Nee, Was soll er sich denn eine Pressekonferenz zu Julian Nagelsmann angucken? Alter? Hat der eine Birne oder was? Was interessiert ihn das denn? ich habe Bochum geguckt. Dann, das ist auch schön. Dann fangen wir mit der Bayern-Frage an. Können Sie was zum Personal sagen? Wie sieht's aus? Und gibt es vielleicht Gedanken, ein bisschen zu rotieren gegen Bochum jetzt? Zum Beispiel Müller und De Ligt wieder eine Chance zu geben? Es gibt immer den Gedanken, aber wir müssen als allererstes mal. Wir müssen als allererstes erstmal einspielen und müssen mal eine Konstanz finden und müssen mal, ne? Läuft ja im Moment. Auch zunächst mal abwarten, wer wirklich einsatzfähig ist. Das Feedback gestern war sehr positiv. Also ich nehme es schon mal vorweg. Ich gehe davon aus, dass es keine Änderung geben wird. Gnabry hat ein Tor gemacht, der wird wieder spielen, obwohl die Leistung unterirdisch war. Ich sage, es gibt keine Änderung zur Aufstellung in der Champions League. Wir werden genauso starten. Bin sehr gespannt. Ich würde anders starten, aber ich denke, das wird die Aufstellung sein, erstmal gegen Bochum. Auch von allen, die ein bisschen angeschlagen ins Spiel gegangen sind und Wehwehchen über die letzten Tage hatten, sind alle gut aus dem Match rausgekommen. Deshalb glaube ich jetzt, dass wir alle zur Verfügung haben im Training gleich. Gut, da könnte natürlich noch was passieren. Wenn da was passiert, dann werden wir eine Änderung sehen, sonst werden wir keine Änderung sehen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, Rotation nicht um des Rotationswillens. Also wir brauchen auch höchsten Respekt vor unserem Gegner, vor der Aufgabe. Bochum hat jetzt... Ja, und Tell bringt ja auch keine Leistung, dass man ihn reinrotieren könnte. Ne? Das wäre ja dann respektlos dem Bochumer gegenüber, einen formstarken Spieler reinzurotieren. Also das wäre schon sehr respektlos. Eine gute Serie mit extrem, mit ohne Niederlage. 3 Spiele, glaube ich, jetzt ohne Niederlage. Auch absolut verdient ohne Niederlage. Viele Torschüsse in ihren Spielen, ein sehr intensives Spiel, das sie da spielen, mit vielen Sprints, vielen intensiven Läufen. Ich glaube, das, was wir machen müssen, ist, wir uns intensiv damit beschäftigen und dann die beste Ist alles ganz schön intensiv heute, wa? Aufstellung für dieses Spiel finden. Es ist ganz normal, dass Spieler es verdient haben zu spielen, die dann auch mal nicht spielen oder von der Bank kommen. Das wird auch so bleiben. Hoffentlich bleiben alle gesund und hoffentlich haben wir immer diese Entscheidungen. Aber Rotation, klar, als erstes muss sich der Spieler verdienen und dann muss es dazu auch passen. Denn Ich wollte gerade sagen, will er jetzt sagen, der Tell hat es sich nicht verdient? Dann macht er wieder sich ja gerade richtig lächerlich. Bochum ist mit Sicherheit kein Spiel, in dem wir einfach nur unser Ding machen und dann... Was für ein Ding? Haben wir ein Unser Ding dieses Jahr? Also ich habe noch kein Unser Ding gesehen. Sorry, Thomas. Ich halte ja echt viel von dir und du triffst ja echt gute Aussagen, aber unser Ding, was ist denn unser Ding? Mit einem Neuner zu spielen, ohne ihn mit Flanken zu füttern? Ja, dann machen wir unser Ding, ja. Regelt sich das Ergebnis von alleine. Wir müssen abgehakt. Schon ein paar Super lahmarschiger Spielaufbau. Mehr hintenrum wie nach vorne. Check. Abgehakt. Dinge anpassen. Unser Ding, Alter. Und ganz klar. Und wir müssen uns anpassen gegen den VfL Bochum. Ich muss so einen Special-Effekt mal reinbringen, wie ihr seht, dass mein Kopf explodiert. Ich liebe den VfL Bochum. Ja, ich habe viele Sympathien für den VfL Bochum. Ich habe ein Bochum-Trikot im Schrank, habe ich öfter mal an. Weil Fanfreundschaft, bla, Sülz. Ich war früher oft im Stadion in Bochum, gerade der 2. Liga, viel unterstützt und so. Aber wir können uns doch nicht als FC Bayern hier hinsetzen, Alter, und davon reden, wir müssen uns gegen den VfL Bochum anpassen. Alter, wir sind der scheiß FC Bayern. Was ist denn mit unserer Dominanz, unserer Selbstverständlichkeit und auch unseren
unsere Überheblichkeit, die wir uns verdient haben, was denn damit passiert? Und dann wundern wir uns, dass wir kein Spielkonzept bei uns sehen. Seit Anfang der Saison, weil wir uns immer auf den Gegner anpassen. Also heißt, keine Ahnung, sind da wieder 2 kopfballstarke Innenverteidiger, sehen wir wieder keinerlei Flanken. Ja, heißt das dann, wir passen uns an den Gegner an, oder was? Was ist denn los, Leute? Als wenn wir nicht die Spieler in dem Kader hätten, die gefährliche Flanken und auch die Spieler hätten, die sich im Kopfball mal im Zweikampf durchsetzen könnten. Also ich verstehe diese Aussagen nicht mehr. Nichts gegen den VfL Bochum, ja. Aber wir brauchen wohl nicht darum reden, dass der VfL Bochum um den Klassenerhalt spielt. Und dann kann man sich doch nicht als Champions League-Anwärter, der man sein möchte, da hinsetzen und sagen, ja, wir müssen uns jetzt hier aber auf den VfL Bochum anpassen. Dann noch in einem Heimspiel. What the fuck? Ich meine, auswärts in Bochum kann man das ja sagen, wenn das Stadion brennt, hin und her. Da müssen wir uns mal ein bisschen anpassen. Kann ich verstehen. Aber doch nicht immer im Heimspiel. Also da musst du auftreten, da musst du brennen, da musst du die erste halbe Stunde Feuerwerk abfeuern und es muss 3-0 stehen. Punkt. Da auch bereit sein, wieder körperlich dort mitzugehen, weil es extrem viele Sprints, viele Zweikämpfe sind. Nächstes Hanna Rey für Münchner Merkur. Nehmen wir dann den konkreten Fall De Ligt. Hat er es sich verdient, mal zu spielen? Und wie sind Sie mit ihm in den letzten Wochen auch umgegangen? Er hat zu uns in der Mixzone gesagt, es gab jetzt noch nicht dieses eine Gespräch, wo über seine Situation... Das ist traurig. Führungsspieler, absoluter Führungsspieler, absolute Koordinator der Viererkette. Und dann spricht man noch nicht mal mit diesem Spieler. Weil man ihn einfach rauslässt seit 4 Spielen. Das ist einfach frech, Leute. Das ist frech und das macht man nicht. Das macht man nicht als Trainer. Was ist das für ein Trainer? Also, wie kann man so ein Verhalten gegen... Das ist dasselbe Verhalten, wie Nagelsmann das gemacht hat. Man muss doch jeden Spieler gerade wenn man so einen kleinen Kader hat, ja, muss doch jeden Spieler mit ins Boot nehmen. Und wenn er ihn jetzt, keine Ahnung, er muss ja Gründe haben. Ja, er muss ja Gründe haben, dass er ihn nicht aufstellt. Sagen wir mal, was weiß ich, es fehlt der letzte Biss, das Kopfballspiel ist nicht gut genug oder sonst was. Und dann kann man ja da hingehen und sagen, pass mal auf, Matthias, das und das haben die anderen beiden gerade vor dir und da müsstest du vielleicht mal ein bisschen dran arbeiten. Und ich wette mit dir, er wäre der Letzte, der das nicht machen würde. Aber weißt du, was das Problem ist? Er hat halt einfach keine Gründe. Er hat keine Argumente. Deswegen gab es kein Gespräch. Er will unbedingt einen Min-Jae da durchknallen und Upa spielt gerade sehr konstant. Das ist so das Ding. So, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ich bin mal gespannt, was er jetzt sagt. Wahrscheinlich wie das Übliche, ja, wir müssen harte Entscheidungen treffen und Min-Jae ist neu und der muss sich mal einfinden und... Situation ausgiebig besprochen wurde. Vielleicht gab es das inzwischen oder ja, wie... Ja, das gab es schon. Es gab schon, weiß ich jetzt nicht, wann er das gesagt hat in der Mix, sondern ja, gab es schon. Mhm. Ist auch nicht immer nötig, also weil es gibt nicht immer ein Problem. Es ist halt Innenverteidiger und Innenverteidiger ist die Chance, eingewechselt zu werden, extrem gering. Weil Nochmal, aber er muss doch auch sehen, plus seinem verkackten Trainerteam. Ich meine, die letzten beiden Spiele haben es gezeigt mit 5 Gegentoren. Müssen wir da noch irgendwas schönreden? Wie gesagt, ich habe es auch in dem Video gesagt zum Manchester United-Spiel. Ich fand beide Innenverteidiger okay. Da war keiner schlecht oder sonst was. Aber es ist doch komplett offensichtlich, dass in der Abwehr jemand fehlt, der Kommandos gibt, der anführt. Es fehlt einfach dieser Spieler. Dieser Spieler sitzt aber auf der Bank. Hätte er sich jetzt hier hingesetzt, hätte gesagt, ja, er hat gerade Defizite da und da und da, hätte ich ja gesagt, alles gut, vollkommen okay, dann ist das so. Dann muss er sich da verbessern, fertig. Aber er hat ja keine Gründe. Aber der andere Grund ist, es fehlt hinten ein Koordinator. Was ein De Ligt gut gemacht hat in der Rückrunde. Und dann nimmt man ihn einfach raus. Will ich nicht mehr. Zentralen Mittelfeld und in der Innenverteidigung, Torwartposition wird normalerweise nicht so viel gewechselt. Innenverteidiger noch weniger als im Mittelfeld. Deshalb ist auch nicht immer ein Gespräch nötig, ein ausführliches. Wir sind jeden Tag in Kontakt, wir sprechen mit jedem Spieler jeden Tag, kriegt jeder kurzes Feedback. Und das, was Mata macht, hat 100% verdient zu spielen, kam verletzt in die Vorbereitung. Jetzt, das meine ich. Diese Aussagen, das meine ich, das raff ich nicht. Ja, er hat 100% verdient zu spielen. Und man sieht ganz klar, dass uns halt dieser Spielertyp fehlt. Na?
von der Persönlichkeit her und auf der anderen Seite setzt er sich immer dahin und erzählt, ja, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, aber so ein richtiger Führungsspieler, so eine Achse haben wir ja nicht. Die muss ich mal herausbilden. Lass dann aber den Führungsspieler schlechthin, den ignoriere ich. Komplett. Vorbereitung, deshalb hat es jetzt eine Weile gedauert. Jetzt hat er Form. Wir haben ein paar Mal im Mittelfeld jetzt spielen lassen, um ihm auch. Wow, für 2 Minuten, Alter. Fuck you. Wir haben ihn jetzt im Mittelfeld spielen lassen. Okay, es waren 5 Minuten mit der Nachspielzeit. Merkst du noch was? Zu zeigen, dass er sich das verdient hat. Natürlich ja, hat er sich verdient. Ihm so ein Spieler für wenig, 2 Minuten einzuwechseln vom Ende. Dass die Saison erst gerade begonnen hat, deshalb ist es viel zu sind wir wieder beim Thema, lassen wir die Eier aus der Hose fallen. Zu früh für grundsätzliche Diskussionen. Jeder muss jederzeit bereit sein. Das ist das Commitment, das du abgibst mit einer Unterschrift bei Bayern München. Das macht Mata und deshalb ist alles gut. Nebendran Christian Kunz für die. Also ich persönlich verstehe es nicht. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare, damit hier mal was drinsteht, worauf ich eingehen kann. Also vielleicht sehe ich das nur alleine so, dass uns hinten so ein Koordinator fehlt. Ja, einfach jemand, der das Heft des Handelns da auch die Verantwortung in die Hand nimmt und die Viererkette da ordnet und hinstellt und Befehle gibt, wann rausrücken, wann nicht rausrücken und so weiter. Der vielleicht auch mal den defensiven Mittelfeldspieler mal ein bisschen ein paar Takte sagt, wenn da die Lücken so riesig sind. Also ich finde, dass das super offensichtlich ist, dass uns dieser Spieler fehlt. Und all das, was ich hier gerade anspreche, hat, wie Tuchel ihn nennt, Mata ja letzte Saison gemacht in der Rückrunde. Ja? Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Das ist wie genau so eine Sache wie mit Tell letzte Saison, dass er nicht gespielt hat und Gnabry immer auf der 9, obwohl das eine Pfeife ist. Vom Tell brauchen wir jetzt gar nicht wieder anfangen. Vielleicht kommt die Frage gleich noch. Ich verstehe die Argumente nicht. Keine Ahnung, wild. Aber vielleicht sehe nur ich das so, weißt du? Vielleicht, weil ich einen De Ligt mag, ja, weil ich da ein bisschen mehr Sympathie zu habe. Obwohl ich habe jetzt keine Antisympathie zu Minjay oder Opa. Ganz im Gegenteil, aber ja, weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht fehlt da ganz klar der Anführer da hinten drin. Ja. DBA. Auch wenn der Fokus auf Bochum liegt, wie bewerten Sie die Entscheidung Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer? Ja, ich glaube, dass Klarheit immer gut tut. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass die Entscheidung getroffen ist. Es steht außer Frage, dass Julian ein Top-Trainer ist und alles mitbringt, um dieses Amt auszufüllen. Ganz spannende Kiste, ne? Ist eh nicht spannend, wie er zu uns gekommen ist. Ich finde es aber frech, dass er den Vertrag nur für die EM unterschrieben hat. Und er wird danach nicht weitermachen. Es wird egal sein, ob er den EM-Titel holt, dann kann er sich den auf die Fahne schreiben, wird wieder eine Vereinsmannschaft übernehmen und andersrum genauso. Dann finde ich es frech, dass wir da jetzt wieder auf so viel Kohle verzichten müssen für den DFB, sage ich euch ganz ehrlich. Das war schon beim Flick frech und jetzt ist es nochmal frecher. Aber das werde ich mal in einem gesonderten Video am Wochenende aufarbeiten. Ja. Also dazu dann im Laufe des Wochenendes mehr. Ich möchte nur einen kleinen Nebensatz und das hat nichts damit zu tun mit meinem Statement gerade für Julian, aber wir hatten auch einen Top-Trainer davor. Also der war auch ein Top-Trainer hier bei Bayern München, so deshalb wir müssen schon respektvoll allen gegenüber bleiben und ich war auch fest davon überzeugt, dass Hansi diese Situation hinbekommt und ein Top-Trainer ist, um eine gute Heim-EM zu spielen. Und ich habe das gleiche Vertrauen jetzt in Julian. Und alles, was wir machen können, ist selber stark zu sein, die Spieler in Form zu bringen aus purem Eigennutz. Und dann wird die Nationalmannschaft davon profitieren. Dann hier links bitte, ja. 5 Gegentore in den letzten 2 Spielen. Sehen Sie sich in Ihrem Wunsch nach einer Holding Six bestätigt? Das hat echt die Gegentore geil gegen also Leute. Ja, na klar, war da auch der Raum da, aber die Gegentore sind ja nicht deswegen entstanden. Oder zumindest nicht alle Gegentore. Ja. Ich könnte jetzt wiederholen, was ich gerade vor 2 Minuten erzählt habe, das spare ich mir jetzt und höre mir an, was er zu antworten hat. Nee, das hat damit nichts zu tun. Wir stehen immer zu 11 auf dem Platz und müssen, egal ob wir angreifen oder verteidigen, das gemeinsam tun.
Wir können auch mit einer Doppel-6 zu 0 spielen und wir können auch mit einer Doppel-6 und in einem 4-2-3-1 oder 4-4-2 weniger Chancen zulassen und weniger Tore kassieren. Das können wir auf jeden Fall besser machen, ist auch immer das Ziel. Es war ein bisschen kurios jetzt, finde ich, diese Gegentore, vor allem gegen Man United, entspringen jetzt nicht wirklich einem Muster, aber klar, sind wir da dran. Ja, nochmal, Thomas. Hau mal in die Licht da rein und sag ihm mal, hier, du bist jetzt mein Abwehrchef. Punkt. Und bau mal um diesen Führungsspieler herum eine 4er-Abwehrkette auf. Wie kann man so eine Waffe als Persönlichkeit, als Führungsspieler, der will auch führen, der will Verantwortung übernehmen, wie kann man so jemanden einfach so dermaßen respektlos, er hat ja gerade von Respekt geredet gegenüber Hansi Flick, wie kann man so einen Spieler so respektlos einfach auf die Bank verdammen, der uns letzte Saison am Leben gehalten hat? Das verstehe ich nicht. Versuchen weiter für Stabilität zu sorgen, aber es ist auch der Qualität des Gegners geschuldet. Wir haben gegen Leverkusen gespielt, die einfach in der Lage sind, auch sich Torchancen rauszuspielen und die Qualität dafür haben. Man United genauso, das wussten wir vorher. Der Fokus ist im Moment auch darauf, dass wir auch in der Lage sind, in jedem Spiel viel zu treffen. Und die Balance ist am Ende klar. Das, was ein Trainer glücklich macht, und da arbeiten wir noch dran. Christian Kunz wieder, bitte. Sie haben gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Mathys Tell mal von Beginn an spielt. Und hat eine Die Zeit ist noch nicht da. Das dauert noch. Das dauert noch locker ein Jahr, weil er ist erst 18 ist er mittlerweile. Da kannst du bei Bayern nicht in der Startformation stehen. Das geht nicht. Also das ist geschriebenes Gesetz. Ist in Stein gemeißelt bei uns. Steht so ein Brocken. Trainingsgelände, da steht das drauf. natürlich bärenstarke Konkurrenz auf seinen Positionen. Wie schwer ist es da für einen Trainer? Was denn für eine bärenstarke Konkurrenz? Wenn wir jetzt mal von der Position links außen reden. Was ist da für eine bärenstarke Konkurrenz? Gnabry? What the hell? Coman lasse ich ja noch gelten, ja? Wenn King gut drauf ist, definitiv, ja. Keine Frage. Trainer da die Balance zu wahren, können Sie die Frage der Zeit so ein bisschen eingrenzen? Welche Zeit? Nee, gar nicht schwer für mich, weil es einfach eine optimale Situation ist. Mathis ist 18 Jahre alt und hat jetzt gerade eine ganz entscheidende Wie gesagt, Rolle. der Stein, das ist sehr wichtig, dass man eine Rolle auch hat. Und die Art und Weise, wie er die Rolle annimmt, ist fantastisch und hilft. Und jeder weiß das. Das ist im Moment eine Möglichkeit, Spiele zu drehen, Spiele zu beeinflussen. Und das Wichtige ist, dass seine Gedankenwelt, sein Mindset total klar ist und er damit zufrieden ist, obwohl er natürlich immer mehr will. Das liegt ja in der Natur der Sache und das ist auch total legitim. Jetzt müssen wir einfach abwarten und geduldig bleiben. Wir und gleichzeitig ungeduldig sein. Das kann in jedem Spiel. Wo müssen wir denn bitte geduldig sein? Ich verstehe diese dummen Aussagen halt einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man sich da hinsetzen kann und erzählen kann, ja, wir haben jetzt eine Waffe und er kann die Spiele beeinflussen, er kann Spiele drehen. Ja, wie wäre es denn, wenn wir mal da hinkommen würden, weil wir der verkackte FC Bayern München sind, gerade in der Bundesliga und eine gewisse Dominanz ausüben sollten, dass wir vielleicht nicht darauf angewiesen sind, dass wir einen Spieler bringen müssen, der in den letzten 10, 15 Minuten oder nehmen wir mal 20 Minuten noch ein Spiel so dermaßen beeinflussen muss. Warum ist denn nicht das Ziel, dass es dann schon 3-4-0 steht und wir da meinetwegen einen Gnabry bringen können, der da nichts mehr kaputt machen kann? Wie wäre es denn mal so rum? Dann würden wir als Fans vielleicht irgendwann auch mal wieder schön Offensivfußball sehen. Oder zumindest Spieler, die sich den Arsch aufreißen. Das würden wir sehr begrüßen. Aber nein, wir machen das lieber andersrum. Wir dümpeln uns dahin, weil wir den etablierten, fettgesessenen Spielern nicht irgendwie gegen den Kopf stoßen wollen und bringen dann die jungen, ehrgeizigen, die super performen, bringen wir dann so die letzten 15 Minuten und dann gucken wir mal, ob er es dreht. Und dann, nächstes Argument ist dann, ja, ich habe den Tell jetzt zweimal eingewechselt, und der konnte keine Vorvorlage und kein Tor erzielen. Also nee, der kriegt definitiv keinen Startelf-Einsatz. Was ist dann das nächste? Die Serie wird ja nicht ewig weitergehen. So, da müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Ja, also das sind scheinheilige Aussagen, Alter. Das ist die gleiche scheinheilige Scheiße, die wir letzte Saison gehört haben. Also sorry, ich verstehe es nicht. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Ich verstehe es nicht.
Das sind beides Beispiele, keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch nur so. Vielleicht bin ich da, weiß ich nicht. Auch da haut's mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht bin ich da zu scheuklappenmäßig unterwegs oder was, aber ich weiß nicht, wenn ein Spieler so performt in den letzten Spielen, dann muss er für mich von Anfang an spielen. Ja. Und da muss man zusehen, dass das Spiel nach 60, 70 Minuten spätestens gelaufen ist. Ja. Wir stellen uns doch immer hier hin und sagen, ja, jetzt haben wir alle 3 Tage ein Spiel, ist super anstrengend, Bochum macht ganz viele Sprints, laufen ganz viel. Ja, dann sieh doch mal zu, dass das Spiel nach 60, 70 Minuten 3-0, 4-0 steht und dann ist der Drops gelutscht. So. Da muss ja auch nicht 90 Minuten Vollgas geben und noch irgendwelche Kohlen in den letzten 10, 15 Minuten rausreißen. Junge. Kann Mathis für uns beginnen, weil wenn du in jedem Spiel 20 Minuten spielst, 10 Minuten, eine halbe Stunde, dann bedeutet das, dass du bereit bist. Und sobald sich die Möglichkeit ergibt und die... Naja, die ergibt sich gerade nicht, weil Gnabry wieder überragend war gegen Manchester United und ein Tor geschossen hat. Da kannst du den jetzt nicht rausnehmen. Kombination stimmt, kann das auch passieren, dass er für uns beginnt. Im Moment ist er, kann auch am Samstag, kann auch morgen schon sein. Warten wir einfach die... Dann wird er mich aber, ohne Scheiß, dann ziehe ich meine sämtlichen Hüte, die ich nicht besitze, dann setze ich meine 5 Cappies auf und ziehe die alle hier im Video für euch. Und der in der Startaufstellung für Gnabry steht. Letzten Eindrücke ab von Sie haben ja selber gesagt, wir haben große Konkurrenz und jemanden jetzt zu haben, der die Rolle so annimmt, ist natürlich absolut top. Gary Howe für Sport 1. Hallo Herr Tuchel, wie groß ist Ihre Zuversicht, dass Leroy Sané die Form, die er aktuell hat, auch über die ganze Saison hinweg behalten wird, auch vom Mindset her, von der Einstellung her, auch gegen den Ball zu arbeiten? Und eine zweite Frage Naja, gegen den Ball war ja gegen Manchester United schon nicht mehr so. vielleicht noch. Welche Erwartungen haben Sie an Nusayr Mazraoui, dass er noch auf mehr Einsatzminuten kommt und auch sich zum Stammspieler, was er selbst ja auch möchte, entwickelt? Danke. Ja. Gut, für Leroy bin ich sehr zuversichtlich, weil das, was er macht, ist das, was er kann. Spielt nicht über seine Verhältnisse, sondern das, was wir sehen, ist das, was er kann. Er ist körperlich eine Maschine. Körperlich eine Maschine? Hat er jetzt echt gesagt, körperlich eine Maschine? Alto Belly. Er kann sich an ein Limit ausbelasten, das auch nicht für alle das Limit ist, sondern da hat er ein anderes Limit als andere von den körperlichen Gegebenheiten. Er kann eine Maschine produzieren ohne Ende, er kann sprinten ohne Ende. Und wieso sollte er das nicht auch gegen den Ball einbringen? Da gibt es überhaupt keinen Grund. Also wenn der Sané körperlich eine Maschine ist, ja, dann ist der Gnabry körperlich ein Klappstuhl. Deshalb spielt er für mich körperlich und auch in dem Biss, die Entscheidungen herzuführen, für mich nicht überm Limit, sondern er spielt jetzt an einem hohen Niveau, aber es ist sein Niveau. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass er das drin behalten kann. Weil, ich wollte es gerade sagen, er spielt jetzt auch nicht irgendwie überragend Weltklasse oder sonst was. Ja, er hat ein gutes Niveau, ja. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Und das muss auch der Anspruch sein eines solchen Spielers. Also, da gibt's nichts groß hervorzuheben oder groß in den Himmel zu loben, Alter. Das war bei Ribéry und Robben war eine Standardleistung. Also. Weil das natürlich auch unser aller Anspruch ist. So. Und ja. Sie sagen es selber, der Mindset ist gut, die Einstellung ist gut, die Körpersprache ist sehr gut. Ich glaube, wenn er das behält, wenn er eine positive Grundeinstellung. Naja, Körpersprache war schon wieder grenzwertig, die ersten 30 Minuten gegen Manchester United, meiner Meinung nach. Behält, dann aber wenigstens gibt er dann wieder Vollgas, ne? So, das war ja sonst eher mal nicht so. Ist das, was wir jetzt sehen, ist sein Niveau. Da gibt es auch genug Sachen noch zu verbessern. Das ist noch nicht alles. Ganz genau, das sehe ich genauso. Und da gibt es auch noch im Rhythmus, in den einfachen Sachen, in der Passgenauigkeit und so weiter, gibt es auch noch Luft nach oben. Aber Leroy ist sehr gut drauf und das Beste ist, er ist sehr entspannt. Und ich habe Leroy vom ersten Tag so wahrgenommen, dass er sich verbessern will, dass er wahnsinnig gut mit einer offenen Kommunikation klarkommt. Und deshalb bringt er das im Moment so ein auf dem Niveau, dass das so offensichtlich ist. Aber aus meiner Sicht nochmal ist das sein Niveau. Deshalb verlangen wir auch nicht weniger. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, da muss ich Tuchel mal loben, hat er perfekt gesagt. Würde ich so zu 100% unterschreiben, was er erzählt hat. Nuss muss fighten. Und wenn die Möglichkeit kommt, auf seiner Position ist nicht viel Konkurrenz. Da hat im Moment Conny die Nase vorn.
Er muss fighten, positiv bleiben und sich da reinbeißen. Und da geht es auch über eine körperliche Ausbelastung, dass das normal wird für ihn, sich körperlich völlig zu verausgaben in Spielen und in Training und so weiter. Und dann über das Talent brauchen wir nicht sprechen, über das Spielverständnis brauchen wir nicht sprechen, das ist absolut top, aber da gilt es jetzt bis zu zeigen. Gut, das können wir schlecht beurteilen, finde ich. Ne? Da kann ich relativ wenig zu sagen. Ansonsten bin ich bei ihm. Dass er die Qualitäten hat, hat er unter Nagelsmann gezeigt. Da war er bärenstark und da hat er auch diesen Biss gehabt und dieses Wollen und dieses Fighten. Wenn das natürlich jetzt im Verhältnis zum Conny Leimer stellt, ist es natürlich auch irgendwo ein bisschen unfair, weil Conny da einfach in der Hinsicht dann die körperliche Maschine ist, der auch ganz klar über seine Grenzen geht. Und ja, das vermisst man ein bisschen beim Nuss manchmal, dass er da so den Biss, so bam, ne? Das fehlt ein bisschen. Aber wenn er annähernd so an die Form rankommen würde, die er unterm Nagelsmann hatte, dann wäre er einfach eine Granate auf dieser Position. Er war so saustark unterm Nagelsmann damals. Alto Betty. Das geht uns richtig ab. Ja, da wird ein Leimer kein Land sehen als rechter Verteidiger. Absolut nicht. Dann noch 2 Fragen bitte, Mario Krischl für den Kicker. Herr Tuchel, wir haben schon ganz schön lange nicht mehr über die Torhüter-Situation gesprochen. Gutes Zeichen, ne? Ja. Wie erleben Sie eigentlich Daniel Peretz in seinen ersten Wochen und vor allem, wie sieht es aus bei Manu? Wir hatten mit Manu gesprochen, das ist sehr positiv. Ich glaube, zu erkennen mittlerweile an der Körpersprache und einfach an der Gestik, an der Mimik, am Gesicht, ob es Manu gut geht oder nicht. Und das war würde ich jetzt behaupten, es geht ihm sehr gut. Körpersprache und Ausstrahlung war gut, geht auch heute wieder auf den Platz raus und macht mittlerweile wieder Torwarttraining. Auch nicht mit der Mannschaft, sondern individuell, aber er macht Tor. Das ist so eine Farce, Alter. Das ist so eine Farce. Und man muss immer noch daran bedenken, dass er selber schuld ist. Als Kapitän solch einer Mannschaft. Also das darfst du halt auch nicht vergessen. Das darfst du auch nicht unterm Teppich kehren. Und ich garantiere euch, das kommt auch nochmal intern auf in der Mannschaft. Torwarttraining ist die gute Nachricht. Die Verletzung ist eigentlich nicht wirklich eine Verletzung, es sind mehr Beschwerden, Wadenbeschwerden würde ich das mal nennen, ja, die sehr diffus sind, die mal kommen, mal gehen, die auch gar nicht so sehr was mit Absprung, Technik oder Muskelkontraktion zu tun. Ja, ist halt irgendwann gut, bei so einem Profifußball ist es ein bisschen was anderes, ja, aber jeder, der mal irgendwie Schienbeinbruch oder ich hatte einen Schienbeinkopfbruch, du hast immer mal Probleme, ja. Das wird er auch nicht mehr abstellen. Das wird auch er nicht mehr abstellen können. Er wird immer irgendwelche Probleme haben. Gerade erst recht in dem Alter. Ja. Er wird nie wieder dahin kommen, dass man sagt so, ich bin komplett problemfrei. Definitiv nicht. Sondern die sind einfach da und stören. Und wir wollten kein Risiko eingehen, dass daraus eine Verletzung wird. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Und deshalb ist er weiterhin sehr positiv, weil er auch glaubt, dass sobald er im Mannschaftstraining ist, dass es dann sehr, sehr schnell geht. Dass er zurück ist und das hat, was er für einen Wettkampf braucht. Da glaube ich ihm auch. Kennt er sich besser, als ich ihn kenne. Und wir sprechen wenig über die Torhüter. Das bedeutet, dass Ule einen guten Job macht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Er hält sehr, sehr gut und versucht, die Dinge umzusetzen im Spielaufbau und so weiter als zusätzlicher Feldspieler, wie wir das wollen, und macht das auch sehr gut und macht das sehr Naja, sehr gut würde ich jetzt nicht sagen. Aber für seine Verhältnisse macht das okay. Aufgeregt und auf einem hohen Niveau, hat schon ein paar richtig. Aber ja, nicht aufgeregt, nicht so sommermäßig, wo man immer dachte, oh. Er macht das schon unaufgeregt, finde ich auch. Und er ist sich auch nicht zu schade, dann den Ball auch einfach mal ins Auszuknüppeln. Aber manchmal will er dann auch immer noch so ein bisschen, da will er zu viel, ne? Dann will er zu viel manchmal, der Ule. Aber das ist relativ selten. Also von daher, ich bin auch relativ zufrieden mit ihm. Hat schon ein paar richtig wichtige und richtig schwierige Bälle auch gehalten für uns. Das ist wahrscheinlich in der. Gut, das konnte er schon immer. Also auf der Linie war er schon immer ein super starker Torwart. Ne? Spielbewertung, wenn man dann gewinnt, geht das auch im 1 gegen 1 oder so. Das kann er halt auch sehr gut. Manchmal unter, hat er auf jeden Fall gemacht. Deshalb sind wir sehr zufrieden mit ihm. Hat er sich auch verdient. Und Daniel macht sehr gut. Er hat heute Morgen schon wieder ein Einzeltraining gemacht, ein technisches Training gemacht, um besser zu werden. Ich würde ihn gerne mal sehen. Wäre ja mal schön, wenn wir ihn Pokalspiel mal gegen Preußen Münster oder so sehen würden. Ich denke mal, da wird jetzt nicht so viel irgendwie aufs Tor kommen, aber ich würde ihn einfach gerne mal sehen bei uns. Warum nicht?
so genau wie Mathis Tell einfach genau den richtigen Kopf und genau die richtige Einstellung, die es benötigt, um bei Bayern zu spielen, um ein guter Teamplayer zu sein und trotzdem seine individuellen Ziele zu verfolgen. Deshalb ist das im Moment eine gute Kombination, starkes Torwartteam und sind wir sehr zufrieden. Und dann Hanna Reif nochmal bitte. Ja, Thomas Müller ist jetzt aktuell vielleicht kein Stammspieler, aber man hat den Eindruck, er hat sich mit der Rolle so zwischen Bank und Platz sehr gut zurechtgefunden jetzt. Täuscht der Eindruck oder sehen Sie es genauso? Und wenn er mal nicht spielt, was ist dann seine Rolle? Sehr positiv, er hat immer die gleiche Rolle. Ich meine, Thomas ist nie ein ganz leiser Spieler. So. Und egal, ob er spielt oder nicht spielt, er kümmert sich einfach. Er kümmert sich um die Dinge, wie ein Spiel läuft, wie ein Training läuft. Er hat einen gewissen Standard für sich selber, den fordert er von allen ein. Und er hat eine gewisse Lockerheit durch seine Erfahrung, aber auch durch sein Wesen, die er auch nicht verlieren soll, wenn es für ihn mal individuell, vielleicht mit Einsatzzeiten von Beginn an ein bisschen klemmt. Ich glaube, er hat jetzt extrem viele Spiele gemacht, vielleicht nicht alle von Beginn an, das ist, glaube ich, aber irgendwann in seinem... Ich weiß der Tuchel manchmal nicht, wen er aufstellt oder was? Hat der Müller denn jetzt extrem viele Spiele gemacht? Aber wahrscheinlich denkt er dann auch so an diese 10-Minuten-Einsätze, wie beim De Ligt. Ja, wir haben den ja jetzt auf der 6. im Mittelfeld mal gebracht. Durfte er ja, haben wir ja gezeigt, dass er wichtig ist. Ja, für 5 Minuten reinkommt. Also, wilde Aussage. Seinem Alter auch normal. Das Spiel wird immer athletischer, das Spiel wird immer schneller. Jedes Spiel bringt andere Räume mit sich. Es ist, wir auch jetzt gegen Bochum, wir spielen immer wieder gegen mehr Mannschaften, die Manndeckung spielen in der gegnerischen Hälfte, wo du eigentlich aus dem Ballbesitz auch versuchst, in Schnellangriffe zu kommen, was nicht 100% seine Stärke ist. Naja, er war gegen Leverkusen der Einzige, der mal das Spiel hat vorne schnell gemacht. Ja? Der auch mal versucht hat, den Ball einfach mal direkt weiterzuspielen, nicht erst anzunehmen, wie unsere anderen 5000 Dribbelmeister, die den Ball annehmen und erstmal rumdribbeln eine Stunde, um dann den Ball doch wieder quer oder nach hinten zu spielen. Das hat Müller halt nicht gemacht, war. Also die Aussage fühle ich jetzt nicht. Ansonsten, ja, finde ich es gut, dass der Müller sich die Rolle annimmt. Und ja, ich sehe es auch so, dass er nicht mehr alle 3 Tage über 90 Minuten spielen kann. Ja, da müssen wir nicht drum herum reden. Also, haben wir letzte Saison schon gesehen. Aber so eine Halbzeit ist Müller eine Waffe. Und wenn es gut läuft, 60 Minuten und dann ist doch gut. Ja? Aber natürlich, klar, wo wird sie ihn aktuell hinstellen? Wenn Musiala so performt, wie er es gegen Manchester United getan hat, dann müssen wir nicht über Müller diskutieren. Ja? Gut, dann könntest du Müller mal auf rechts bringen, dann müsstest du den Sané aber mal auf links bringen. Schwierig, ja. Klar, ansonsten könntest du überlegen, bringst du Musiala auf der 8, Müller dann auf die 10, hat er auch schon gespielt, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja, aber jetzt alles umzubauen für einen Müller, weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall also das Argument, was er gerade gesagt hat, von wegen, ja, Manndeckung und schnelles Spiel, ja, Müller ist kein Dribbler, der da 1 gegen 1 an der Außenlinie lang geht, muss er aber auch nicht. Ja, geht uns schon so in Hinsicht auf Harry Kane ein bisschen ab. Aber jetzt gegen Manchester United war es besser. Haben wir aber auch Räume gehabt. Ich weiß nicht, ob wir die Räume gegen Bochum kriegen werden. Wir werden es sehen. Ja, bin gespannt. Er kann alles, aber seine ureigentliche Stärke und sein unnachahmliches Merkmal ist natürlich, kommt im 16er, im gegnerischen 16er zu tragen. Deshalb bräuchten wir etwas mehr Kontrolle auch. Auch die Aussage fühle ich nicht. Ja, ich sehe Müller nicht am stärksten im gegnerischen 16er, ganz im Gegenteil. Müller ist am stärksten um den 16er rum. Ja. Ganz, ganz oft, dass er die Aktionen einleitet. Natürlich rückt er dann auch in den 16er mit rein, neben den Stürmer, gar keine Frage. Ja, und dass er dann auch Tore machen kann, ist auch gar keine Frage. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber seine eigentliche Stärke ist doch immer für den Stürmer mitarbeiten, oder der Stürmer gibt dann die Lücken für ihn auf. Und seine große Stärke ist halt erstmal, dass er jedem Ball hinterher geht, ja, nie irgendwie abschaltet, sonst was. Und dass er unvorhergesehene Dinge tut. Ja, und dass er dann auch mal da einen Pass spielt, wo man sonst eigentlich keinen Pass spielt und solche Sachen. Das ist, was den Müller auszeichnet. Ja, und den Müller zeichnet aus, dass er seine Mitspieler einsetzt. Wilde Takes von Tuchel irgendwie. Auch in unseren Spielen, um seine Stärken noch mehr einzubringen, aber auch da gilt, er spielt, er ist positiv und er nimmt das so an, wie man sich das nur wünschen kann, ist vorbildlich. Dann sind wir durch, vielen Dank.
Aber gut, vielleicht sehe ich das auch wieder komplett falsch mit Müller. Mag auch so sein. Wie immer, Leute, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, hoffen wir auf ein gutes Spiel gegen den VfL Bochum. Und ich werde jetzt einen Taktikfuchs aufnehmen. Dann könnt ihr euch gerne meine Gedanken zu der Aufstellung angucken. Aber wer hier die Videos verfolgt, sollte die eigentlich schon kennen. Tschö.